Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweitkanal der Schweiz und bald auch von Deutschland und Österreich. Heute mal eine Offline-Reaction, einfach weil ich's kann. Papa Plude hat ein Video hochgeladen. Wie viel Geld hast du letzten Monat verdient? Unangenehme Fragen. Ich werde die Fragen mit beantworten und der Brainfuck daran ist, mein Cutter Timothy hat die Fragen rausgesucht, hat das Video von Papa Platte geschnitten. Ich reagiere jetzt darauf und er schneidet dieses Video wieder. Das war's komplett. Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Folge von Unangenehme Fragen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Kevins gut aussehender Cutter Timo hat heute wieder 10 Oha, Timo. Fragen rausgesucht, die ihr bitte Aber ich muss sagen, Timo sieht nicht gut aus. Timo ist sehr, sehr hässlich. antworten sollt. Sehr gut aussehen, das kann ich sogar aus erster Hand bestätigen. Timo wieder geisteskrank am Cappen einfach. Frage 1. Gibt es eine Marke von einem Influencer-Kollegen, die du absolut scheiße findest? Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht. Okay, ich beantworte die Fragen jetzt immer zuerst selber und dann höre ich Ihnen zu. Ich habe keine Influencer-Kollegen. Nee, ich habe schon Influencer-Kollegen, aber jetzt nicht solche Leute, die so riesen Marken haben. Es gibt nur Marken, die ich vielleicht selber nicht tragen würde. Vielleicht Kollegen haben so Ketten, also die machen so Schmuck und das würde ich halt nicht tragen. Aber allgemein sehr, sehr schlecht finde ich Die Different. Kauft euch keine Sachen von Die Different. Dass alle Produkte, die ich in die Hände bekommen habe, die ich mir gekauft habe, wirklich cool waren. Was ich aber nicht so nice finde, sind so einfache White-Labeling-Produkte, wo einfach ein Logo auf ein bestehendes Produkt geklatscht wird und dann als innovativ verkauft wird. Aber mir fällt selbst da nichts Besonderes ein. Ja, bestimmt auch nicht nur eine. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Kollektion an. Aber die werde ich nicht nennen. Mittlerweile ist es so, dass es so viele Marken Aus Business-Gründen nenne ich die nicht. dass es ganz geil ist, dass man sich aussuchen kann, hey, das gefällt mir, das will ich kaufen, das will ich nicht kaufen. Und ich finde es ganz cool, dass die Entwicklung so ein bisschen dahin geht, dass Brands von Leuten gekauft werden, die man cool findet, anstatt dass man bei Zara und H&M und so eingeht. Ja, das ist wirklich geil. Und, ja klar, dann denkt man direkt an Peso, Ola Kala. Aber man muss actually sagen, dass genau diese Marken, die man im Kopf hat, finde ich, meiner Meinung nach auch actually sehr, sehr gut sind. Also gerade Peso ist schon, auch wenn man immer bei YouTubern hört, ja, oder alle zeigen es, weil sie Kollegen sind von Justin, aber der Shit ist halt wirklich, finde ich, gut. Deswegen finde ich die Entwicklung an sich mega geil, aber es gibt natürlich Kurzer Real Talk, Digga. Brands, die ich nicht unbedingt feiere. Boah, also ich würde jetzt nicht direkt Scheiße sagen. Das ist auch ein bisschen übertrieben, so egal wie kacke man vielleicht das Design am Ende des Tages findet. Ich glaube, da gibt es immer viel Arbeit und Liebe, die reingeflossen ist. Ich glaube, ich habe zum Beispiel die erste Kollektion von AMA jetzt... Warte, ich habe so ein Produkt, das richtig scheiße ist. Dieses Shirt ist absoluter Rotz. Nee, Spaß, cooles Shirt, Papa Plude. so gefeiert. Muss aber auch sagen, dass sich das halt übelst verbessert hat und ich das, die zweite und ich glaube der dritte Drop, dass ich den zum Beispiel auch viel cooler fand als den ersten. Den ersten fand ich halt so semi-fresh. Aber ich glaube jetzt so, dass ich sage, yo, das ist übelster Müll, hatte ich jetzt persönlich noch nicht. Nur so, ja, hey, das würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht tragen. Ich habe gekauft Peso, das war gut. Ich habe Ola Kala eine Hose gekauft, die war Mashallah. Und ansonsten habe ich gar nichts gekauft. Wie viel Geld ging letzten Monat auf dein Konto ein? Unangenehm. Oha. Gut, dass Februar ist, weil im Januar verdient man nicht so viel Geld. Im Januar, ich muss kurz überlegen, YouTube ist im Januar immer komplett am Arsch bei mir. Die AdSense-Einnahmen gönnen gar nicht. Die sind richtig abgenickelt. Ich hatte die AirUp-Kooperation und noch 2, 3 andere Sachen. Ich würde so sagen, Pi mal Daumen, 9.000 Franken, Schweizer Franken. Im letzten Monat super viel Geld aus den letzten Monaten angekommen ist, damit es noch vor Jahresschluss dann wirklich auf meinem Konto ist. Das ist nicht alles aus diesem Monat, aber im letzten Monat gingen 86.000 Euro auf meinem Konto ein. 84.000, Digga. Bei dem Bre läuft. 50.000 Euro aber auch raus. Also ich kann so viel sagen, dass ich sowas noch nie gesagt habe und dass im Dezember ein paar Zahlungen zusammengekommen sind, die auch aus vorherigen Monaten waren. Und Aber sei ihm gegönnt, Dave. ich glaube, es waren ungefähr 75.000. Der Dezember gönnt, Digga. Der Dezember, der gönnt, mashallah. Ich weiß, es ist wahrscheinlich übelst der Flex, keine Ahnung. Aber ich gucke ultra selten auf mein Konto. Ich weiß es nicht. Ich habe seit wahrscheinlich 6 oder 7 Monaten... Ey, es gibt keinen Menschen, ne, wie Papa Platte, der so keinen Plan hat von seinen Finanzen. Hat Papa Platte schon mal selber irgendeinen Beleg in die Hand genommen? Kann Papa Platte einen Beleg mitnehmen, wenn der was kauft? Ich glaube nicht. Ich glaube, er kann es nicht. Aber ist auch ein Flex. Ist ganz ehrlich, ist auch ein Flex, wenn man nicht aufs Konto schauen muss. Screenshots von meiner Mom schicken, so alle paar Monate, um zu gucken, ob ich noch mehr Ja, da ist noch Geld drauf. Passt. Aktien kaufen kann. Aber tatsächlich weiß ich es nicht genau. Ich schätze aber mal wahrscheinlich so 50.000 oder so, aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Frage 3. Wofür schämst du dich?
Wofür ich mich ein bisschen schäme. Okay, es gibt eine Story, für die schäme ich mich actually big, aber ich kann es ja jetzt sagen. Ich war mal an einem Rave in Basel, an einem Techno-Rave und bin da mit einem Fahrrad hingefahren. Das war so ein illegaler Rave im Wald und war dann so drunk, dass ich für den Heimweg einfach ein random Fahrrad genommen habe, das beim Wald am Boden lag. Und bei illegalen Raves ist es eigentlich so eine Regel, dass man da hinfährt und nichts klaut, weil alle Leute sind friedlich und ich war so drunk, dass ich das gemacht habe und ich schäme mich bis heute dafür, dass ich das gemacht habe. Das war ein bisschen dumm. Habe ich einfach von irgendeinem random Dude ein Fahrrad geklaut und bin nach Hause gefahren. Das heißt, der war irgendwo im Wald, mitten in der Nacht und ist nicht nach Hause gekommen und hatte kein Fahrrad mehr. Da schäme ich mich dafür. Und für mein Gesicht. Ich habe ein bisschen zugenommen über die letzten Wochen und Monate, aber ich arbeite schon dran. Eigentlich bin ich ziemlich schamlos, aber wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann vielleicht so ein bisschen dafür, dass ich rauche und das angefangen habe, öffentlich zu kommunizieren. Das hätte ich nicht machen sollen und ich würde gerne aufhören, aber ich verfalle der Nikotinsucht. Das finde ich schon sehr unangenehm. Ich verfalle der Nikotinsucht. Dave 2022. Vielleicht eine weitere Sache sind die zahlreichen Unfälle, die ich 2021 hatte, alle selber verschuldet. Ich bin erst rückwärts in eine Stange reingefahren, dann rückwärts in einen LKW reingefahren, dann vorne rechts in eine Wand und dann auch noch jede Felge, die dieses Auto hat, mitgenommen. Also Wie kann man so schlecht Auto fahren, Digga? Dave ist so ein Perfektionist und bei seinem Auto juckt's ihn gar nicht. mein Auto ist auch so ein Wunderpunkt bei mir. Ja, aber scheiß drauf, ist ja ein Tesla. Boah, ich muss wirklich sagen, ich schäme mich am meisten für diese YouNow-Zeit, die ich damals hatte. Ich weiß, dass es viele Leute, die lange schon dabei sind, übelst krank feiern, aber ich habe früher so Videos gemacht. Da bin ich auf YouNow gegangen, das war so eine Livestreaming-Plattform, die huge war damals. Im Grunde haben da Leute halt so gestreamt und dumme Scheiße gemacht. Und ich bin dann immer so hingegangen und hab die dann so getrash-talkt so und jetzt nicht übelst böse, aber war schon unnötig und dann immer mit der Community hingegangen und haben die irgendeine Scheiße geschrieben und so. Ja, aber ich war halt auch einfach jung und brauchte das Geld. Na, ich war einfach nur jung und habe da nicht so drüber nachgedacht, während ich jetzt heute da ganz anders drüber denke. Ich glaube, das ist das Einzige. Ja, ich habe vor 15 Jahren habe ich mal eine Bank ausgeraubt, aber ich war jung und brauchte das Geld. Verzeiht mir. Ansonsten ist mir eigentlich relativ wenig peinlich. Ja, ich finde, Schämen hat gar nicht mit peinlich zu tun. Ich glaube, Schämen ist mehr so, man kann es eigentlich nicht so mit seinem momentanen Gewissen vereinbaren, was man früher gemacht hat. Oder was mal ist. Oder so etwas, was einem selber nicht wirklich passt. Wann hast du das letzte Mal Drogen genommen, um deine Gefühle zu unterdrücken? Um ehrlich zu sein, habe ich das... Ich weiß nicht, ob ich schon mal Drogen genommen habe, um Gefühle zu unterdrücken. Also ich meine, ich nehme Heroin, Kokain und LSD einfach am Morgen, dass ich aufstehen kann. Aber um Gefühle zu unterdrücken. Also I guess, ich bin ehrlich, ich habe wahrscheinlich schon mal das eine oder andere Mal Alkohol getrunken oder so, wenn man vielleicht Struggle mit einem Girl hat und dann geht man feiern mit Kollegen und trinkt einfach, dann ist es ja quasi so ein bisschen das. Aber ich war jetzt noch nie zu Hause und habe mir irgendetwas reingeballert. Also ich habe gekifft bis jetzt in meinem Leben und Alkohol getrunken, ich habe noch nie mehr genommen, aber ich habe die anderen beiden Sachen, glaube ich, noch nie gemacht, um jetzt aktiv irgendetwas zu unterdrücken, ja. Das glaube ich noch nie gemacht. Boah, ich weiß nicht tatsächlich, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wer das macht, ich glaube, da ist man, wenn man das alleine macht, dann muss man, glaube ich, schon mal in die Entzugsklinik. Weil sobald man alleine, um Gefühle zu unterdrücken, trinkt oder kifft, nicht so geil. Nie so großer Fan von. Meine Mom hat mich übelst krank gut erzogen, was das angeht, finde ich. Ich hoffe, ich kriege das bei meinen Kindern später. Ja, same. Bei mir auch. Meine Eltern haben mich richtig gut erzogen, was so Drogen und Stuff angeht. Meine Eltern produzieren hauptberuflich Wein, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber sie haben mich gut erzogen. Ich mag Wein nicht. Ich glaube tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht. Ob das war, um meine Gefühle zu unterdrücken, kann ich nicht sagen. Das müssen die Leute um mich herum sagen. Aber ich habe an Silvester 2021 auf 2022 Drogen genommen. Frage 5. Warst oder bist du unsicher wegen irgendetwas an deinem Körper? Dass ich in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen zugenommen habe, weil ich so viel gutes Essen für meine Videos gegessen habe. Ist aber so. Nicht wirklich unsicher, aber man merkt schon, dass die letzten Jahre 10 Stunden am PC sitzen ihre Spuren hinterlassen haben, der Sport zu kurz gekommen ist. Ich fühle mich nicht unwohl in meinem Körper, es gibt eigentlich wenig. Im Sommer ist vielleicht so ein bisschen, ich habe so Schuppenflechte, ich habe auf dem Oberkörper überall so rote Punkte, so trockene Hautstellen, das sieht ein bisschen weird aus, ist aber nicht ansteckend, nicht gefährlich, das sieht einfach nur scheiße aus, das ist vielleicht manchmal so ein bisschen unangenehm, aber ansonsten nichts Größeres. Bei mir Fingernägel kauen. Ich mache das schon seit irgendwie 10 Jahren. Ich weiß nicht, wieso ich das mache. Ich finde das ein richtig weirdes Phänomen, weil das ist wie eine Sucht und ich habe schon sicher 5-mal damit aufgehört, dann hat es so 2-3 Monate geklappt und dann habe ich wieder angefangen. Jetzt bin ich gerade so in einem Mittelmaß, dass ich so manchmal esse ich und manchmal nicht.
Ganz, ganz weird. Aber falls ihr selber auch Fingernägel kaut, schreibt es mal in die Kommentare. Wieso macht ihr das oder wie kann man aufhören? Ich weiß, es gibt so einen Nagellack, den man draufstreichen kann, der so bitter ist, dann beißt man das nicht mehr ab, aber ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war, aber wenn ich mich für etwas an meinem Körper schäme oder so, dann Fingernägel kauen. Also ich würde nicht direkt unsicher sagen. Ich bin eigentlich ziemlich confident und ziemlich froh, so wie alles halt passiert ist in meinem Körper. Oder an oder wie auch immer. Ich glaube, 2 Sachen, die mich halt übelst abfucken, ist halt Mein Schwanz ist big. mein Auge, weil dadurch muss ich halt eine Brille tragen und ich finde, die Brille sieht einfach, egal welche, sieht nicht gut aus an mir. Und ich habe sehr, sehr große Zähne, Dicker. Ich finde, die sehen so aus, als könnte ich so ein Reh damit erlegen. So auf Hase angelehnt, auf Kaninchen angelehnt. Ich weiß nicht, Alter. Ja, da muss ich Papa Platte zustimmen. Diese Zähne, die sind wirklich sehr, sehr big. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen überdurchschnittlich groß. Frage 6. Wann hast du das letzte Mal Content gebracht, welchen du nicht mochtest? Nur weil es funktioniert hat? Ich finde das eine gute Frage allgemein, weil ich finde, das ist ja grundsätzlich nicht was Schlechtes, wenn man jetzt selber Content macht, den man selber vielleicht nicht ganz gut findet, aber er kommt gut an. Das letzte Mal habe ich das safe auf TikTok gemacht, weil auf TikTok gibt's manchmal bei mir einfach so Formate, wie zum Beispiel, ich habe so ein Format, da cutte ich bei Rappern gewisse Zeilen raus, sag dann selber was und schneide das dann zu so einem Sketch zusammen. Und mir macht das jetzt selber nicht mehr so Spaß, um ehrlich zu sein, und ich finde das Video jetzt auch, es ist geil, aber es ist jetzt nicht so the hugest Content the world has been waiting for. The English Profi, das habe ich gemacht gestern oder vorgestern. Es ist halt so ein bisschen, es kommt gut an und genau das ist das Problem, ja. Also nicht mochte, wäre wahrscheinlich übertrieben, aber ich sag mal tendenziell Content gebracht, einfach weil das funktioniert, war wahrscheinlich vielleicht sogar das letzte komplette Jahr. Weshalb ich ja jetzt auch diesen Switch gemacht habe, dass ich quasi auf meinem Main-Channel Vlogs mache. Ja, eben, es ist ja grundsätzlich nicht schlimm, wenn man Content macht, den man selber nicht vielleicht 100% mag und es funktioniert, weil solange es funktioniert, hat es ja ein Publikum, der es schaut. Der gutes Deutsch. Ich das mache, worauf ich richtig Bock habe. Und ja, zum ersten Mal lese ich wieder Kommentare und schaue auf Twitter, was die Leute dazu gesagt haben, gucke mir Reactions an von anderen Leuten zu meinen Videos. Und das ist sehr, sehr geil und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass die Community das so gut annimmt. Das war letztes Jahr eigentlich das einzige Mal, dass mir das wirklich passiert ist und das war mir auch eine richtige Lehre. Das war zu der Zeit, wo durch Kevin und Trimax dieses Pokémon-Ding in Deutschland riesengroß wurde. Ich habe dann auch angefangen, einen Booster auf Twitch zu öffnen, YouTube-Videos darüber zu machen. Im Endeffekt habe ich gemerkt, passt überhaupt nicht zu mir. Ich war nie Pokémon-affin und ich habe es einfach nur für Klicks gemacht und weil mir Uploads gefehlt haben. Das war mir im Endeffekt unangenehm. Das habe ich einfach nur gemacht, damit Sachen kommen. Das würde ich nicht wieder machen und das war mir eine wirkliche Lehre. Das ist, glaube ich, mein biggest Flex. Seitdem ich Kochvideos habe, habe ich kein solches Video mehr hochgeladen. Das war dann irgendwann davor, wo ich auf Zwang irgendwas gemacht habe. Aber ich feiere, was ich mache. Frage 7. Was ist dein Go-To-Suchbegriff auf FSK 18 Seiten? Gut. Auf FSK 18 Seiten. Ich bin da sehr ehrlich, ich habe das auch schon in anderen Videos gesagt. Lesbien, Dreier und ja, Lesbien und Dreier. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was ihr euch erhofft, aber ich bin da eher so ein Startseitenkrieger, also nichts Spektakuläres. Boah, ich muss tatsächlich sagen, dass ich das aktuell gar nicht so richtig sagen kann. Ich feiere sehr viel so Solo-Stuff immer noch, aber es schwankt auch wirklich von Tag zu Tag. Ich habe aktuell wirklich so eine Findungsphase wieder oder so, ich weiß nicht genau. Ich habe letztens tatsächlich auch mal wieder probiert, richtig auf Krampf, mit Absicht, mir einen Hentai anzumachen und darauf zu masturbieren. Es hat nicht funktioniert, Freunde. Ansonsten bin ich eigentlich sehr im Hentai, da bin ich gar nicht drin. In diesem, ist das so Anime-Stuff-Type-Beat, da bin ich gar nicht drin. Bereich unterwegs, sage ich mal. Das spricht mich dann persönlich doch am meisten an, würde ich sagen. Das Ding ist, ich bin ein Startseiten-Warrior, denn auch da funktioniert ja Startseiten-Warrior, Digga. der Algorithmus mit... Ich bin Dave und ich bin Startseiten-Warrior. Ich habe wenig Go-To-Suchbegriffe. Ich habe mich davon entfernt, eine halbe Stunde irgendwas rauszusuchen, bevor es losgehen kann und nehme irgendwie das erste. Auch das muss bei Dave sehr, sehr effizient sein. Um nicht zu lange auf den... Dave ist einfach der Effizienzgott. In der Arbeit, im Privatleben und beim Masturbieren. Auf den Webseiten zu verbringen und damit zu viel Zeit zu verschwenden. Aber ich habe angefangen, Kommentare zu lesen. Das kann ich jedem von euch nur... True. Digga, Kommentare auf Pornhub, das glaubt mir, das ist so funny. Das ist eine eigene Welt. Da gibt's Experten, die können Videos bewerten und einfach nur horny Dudes. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Das ist sehr unterhaltsam. Besser als auf YouTube noch. Frage 8. Wann hast du das letzte Mal etwas Illegales gemacht? Und was war es? Wahrscheinlich
gekifft, als ich in Köln war vor einer Woche. Das ist ja illegal. Ich habe da wirklich keine krasse Story. Ich war letztens im Skiurlaub, da muss man eigentlich Maske tragen. Wenn es leer war, habe ich keine Maske getragen. Wow. Oh mein Gott, Digga. Max, straight into the prison. Boah, das ist echt schwer zu sagen. Vermutlich war es Grasrauchen. Und das war wahrscheinlich vor 4 Tagen oder so. Ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich legal unterwegs. Also meine Mom hat mich da echt ziemlich vernünftig erzogen, würde ich sagen. Aber es ist bei mir same. Ich bin auch sehr, sehr legal unterwegs. Ich habe auch immer Angst, wenn ich etwas mache, das nicht legal ist. Und ich habe auch richtig Respekt vor der Polizei. Ich bin nicht so einer, ich habe so Kollegen, die geben so 0 Fucks bei der Polizei, aber ich gebe schon, das sind schon meine Bres, ich sage ehrlich. Ich habe tatsächlich noch nie was geklaut mit Absicht aus einem Supermarkt. Also ich bin da eine fucking Bild. Ich habe noch nie was geklaut, außer Content. Ich glaube, das ist das Krasseste, was ich gemacht habe. Drogen genommen an Silvester diesen Jahres. Das wäre so eine Sache und ansonsten bin ich eigentlich ziemlich straight rechtsschaffender Bürger und lasse mir wenig zu Schulden kommen. Hier und da vielleicht mal ein bisschen zu schnell gefahren. Rechtsschaffender Bürger. Ey, Dave ist wirklich... Dave ist Dave. Das ist ein Statement. Der Anwalt probiert mich vom Fahrverbot zu befreien. Ansonsten bin ich ziemlich clean, würde ich sagen. Keine Anzeige, keine Vorstrafen. Ich habe früher ein paar Sachen gemacht, die man vermutlich illegal einstufen könnte. Das würde hier den Rahmen sprengen, das kann ich hier nicht bringen. Frage 9. Würdest du von dir selbst sagen, dass du ein guter Mensch bist? Ja, ich würde sagen, ja. Also, ich glaube, ich habe einen guten Einfluss auf mein Umfeld. So, ich helfe jedem, wo ich kann und mache das natürlich aber auch nur, wenn ich checke, dass die Leute aufrichtige Intentionen haben. So, und da bin ich aber auch bereit, uneingeschränkt quasi zu geben. Ich würde sagen, dass ich grundsätzlich ein guter Mensch bin. Ich würde aber auch sagen, dass ich durch YouTube und Stuff, was in den letzten 2 Jahren immer mehr wurde, also ich mache ja YouTube, TikTok, Twitch, Insta und ich habe halt immer viel los, dass es vielleicht von außen so wirken kann für gewisse Kollegen, dass ich nicht so viel Zeit habe oder nicht so Bock habe, mit ihnen Sachen zu machen. Was aber nur daran liegt, dass ich einfach gerne arbeite, gerne Videos mache und deshalb vielleicht manchmal ein bisschen zu viel im Grind bin. Aber grundsätzlich hat mich meine Mutter sehr, sehr sozial erzogen. Das müssen wir meinen Angestellten fragen. Leo, bin ich ein guter Mensch? Ja? Ja? Okay. Ja. Das müssen wir auch meinen Angestellten fragen. Ich habe keine Angestellte. Ich würde von mir selbst sagen, dass ich ein guter Mensch bin. Nee, aber ich weiß wirklich nicht. Also ich bin ziemlich straight. Ich könnte vielleicht mal unangenehm dadurch auffallen, dass ich Leuten vorhalte, wenn ich irgendwas scheiße finde. Abseits davon läuft aber eigentlich alles und ich bin ziemlich zufrieden damit, wie ich mit anderen Leuten umgehe, was ich so mache und so. Ey, das ist für mich so ein krasser Skill im Leben, wenn man ehrlich sein kann zu Leuten, die man vielleicht auch nicht so gut kennt. Ich würde das gerne sein. Also so, ich liebe Leute, die eigentlich so straight ihre Meinung raussagen. So, ich habe so Kollegen, die sagen mir, ey, dieses Video war scheiße. Und im ersten Moment ist es so ein bisschen hart, aber im Nachhinein ist es immer besser, wenn man halt straight ehrlich ist. Und das kann auch weh machen. Das würde ich gerne selber ein bisschen mehr sein. Ich meine, ja, also all in all auf jeden Fall. Ich habe auch meine Fuck-Ups und bin manchmal irgendwie kacke zu Leuten. Manchmal, wenn Leute mich nach ihrer Meinung fragen, sage ich nicht, hey, das ist nicht so gut, sondern ich sage halt, das ist ultra shit. Und ich übertreibe dann halt so. Das ist halt so 1, 2 Sachen, so schlechte Eigenschaften, die ich habe. Genauso wie, dass ich nicht so aufgeräumt bin. Aber all in all im Gesamten würde ich eigentlich sagen, dass ich ein sehr guter Mensch bin. Ich habe das Gefühl, ich möchte für jeden meiner Freunde und Familie immer nur das Beste. Gehe so toxischen Shit so gut wie es geht aus dem Weg. Manchmal hat man ein bisschen Bock auf so Stress oder so, aber das versuche ich so gut wie es geht zu unterdrücken und mich da weiterzuentwickeln. Und ich finde, ich bin eigentlich auch relativ selbstreflektierend. Oh Mann, Alter. Frage 10. Wann hast du das letzte Mal jemanden ernsthaft angelogen? Boah, ich weiß nicht. Das letzte Mal jemand angelogen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich heute. Ich hatte heute ein Meeting mit meiner Buchhalterin und ich habe da vielleicht gelogen. Wahrscheinlich nicht schlimm, aber vielleicht irgend so eine kleine Lüge war safe drin. Aber ich weiß das nicht, also klar, man baut so kleine Lügen im Alltag ein, das ist ja ganz normal, also so kleine Sachen, wenn man nicht immer die Wahrheit sagen will oder weil man gewissen Leuten nicht immer alles sagen will. Das zählt ja auch als Lüge, aber so richtig gelogen habe ich schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig krass Lügen ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin habe um 14 Uhr und ich weiß genau, Alter, ich fahre da easy eine halbe Stunde hin und die Person fragt, wann ich ungefähr komme und ich sage dir so, ja, hey, ich verspäte mich leider, dann sage ich immer so, ja, ich verspäte mich um 10 Minuten, obwohl ich genau weiß, ich verspäte mich zu 100%, zu Minimum
20 Minuten. Aber ich habe immer das Gefühl, es kommt dann so ein bisschen gechillt darüber, als wenn man sagt, yo, ich komme 20 Minuten zu spät, weil 20 Minuten ist so ein richtiger Brocken. Aber so richtig krass gelogen, glaube ich, ist schon echt lange her. Also ich habe mal in einer vergangenen Beziehung quasi, während ich in der Beziehung war, mit einem anderen Girl quasi so ein bisschen geschrieben und so und dann halt immer gesagt, dass ich halt von der nichts will. Das ist hart. Das ist hart. Obwohl ich halt, glaube ich, schon was von der wollte und ja, da habe ich quasi so richtig krass gelogen, was übelst der Knecht-Move war von mir. Und da habe ich mich auch auf jeden Fall weiterentwickelt und sowas würde ich immer mitteilen, beziehungsweise gar nicht erst anfangen. Wahrscheinlich kommt das bei mir häufiger vor, wenn ich nach einem Treffen gefragt werde oder danach gefragt werde, Zeit zu verbringen. Irgendwann nimmt einem das keiner mehr ab, dass man wirklich die ganze Zeit am Arbeiten ist und dann muss man sich vielleicht andere Sachen einfallen lassen. Das wäre das erste und auch einzige, was mir dazu einfallen würde. Ansonsten sind wir untereinander in der Freundesgruppe ziemlich straight damit, wenn wir Sachen der anderen Person scheiß finden, es zu sagen, wenn irgendwas an der Arbeit nicht stimmt, irgendwelche Mucke oder Videos oder so nicht richtig geil sind, da müssen wir nicht mehr lügen. Aber wahrscheinlich so Zeit verbringen, Termine ausmachen, Termine verkacken, da wird schon das ein oder andere Mal eine Notlüge eingeschoben. Letzte Frage, da fällt mir auch, wenn ich länger drüber nachdenke, nichts ein. Danke fürs Beantworten. Gehabt euch wohl. Euer Mr. Treschbeck. Geile Fragen, Timo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video hier auf dem besten Zweitkanal von der Schweiz, Deutschland und Österreich. Lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal bitte nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. My